Hier spricht Flugkapitän Hubert Schorsch von der Bavarian Sky Pixels Airline, Flug 0815 von Hinterschosshausen nach München. Ihr bitte um Landeerlaubnis. Hier spricht der Tower München Airport, Landeerlaubnis verweigert, bitte warten. Hier spricht der Schorsch und er bitte dringend Landeerlaubnis. Wir haben brandheiße Fotos für unsere Abonnenten an Bord. Hier Tower Airport München, Landung abbrechen. Landebahn ist in Benutzung und kann nicht geräumt werden. Landung kann nicht abgebrochen werden. Die Lieferung hat höchste Priorität. Die Abonnenten warten und wir werden landen, egal wie. Tower München Airport, Landebahn 1 wird von der Regierungsmaschine belegt. Sie versuchen abzuheben und suchen das Starterhilfekabel. Und Landebahn 2 haben sich Hippies festgeklebt. Landung unverzüglich abbrechen. Die Baerbock schon wieder, oder was? Die soll sich steigern. Macht die Bahn frei und zupft die. Wir haben hier Wichtigeres zu tun als euren Staatsausflug, Zifix. Schleicht ihr mit deinem Schrotthaufen, Zifix, Halleluja. Sonst müsst ihr auf den Segelflüger umsteigen. Und statt auf einer Landebahn festkleben, gebe ich euch einen Tipp. Probiert es mal auf die Schienen. Da ist der Effekt viel, viel besser. Bavarian Sky Pixels, over. Tower München am Bavarian Sky Pixels, Landebahn 1 wurde soeben geräumt. Der Regierungsbus ist eingetroffen und ist nun für ihre Landung freigegeben. Wir werden jetzt die Landung einleiten, egal ob die Baerbock da unten mit ihrem Schrotthaufen, mit ihrem Segelflieger, mit ihrem Kreisigen steht und auch die Landebahn blockiert. Da müssen sie umsteigen auf den Bus oder sonst irgendwas. Wir landen jetzt unverzüglich. Bavarian Sky Pixels an Tower München. Geht doch wie so eine kleine Bus fahren statt tief fliegen. Die Baerbock. Hi, servus, grüß euch. Das war eine Bruchlandung. Unglaublich. Zu dem Video muss ich euch kurz was erzählen. Und zwar waren wir gerade in Rosenheim in der Gegend unterwegs im Ferienverkehr. Und auf einmal sehe ich da rechts ein Flugzeug steht im Garten. Sag ich zu Dani, hey, war da ein Flugzeug im Garten? Sagte Dani, jetzt spinnst du aber. Jetzt darfst du ein bisschen weniger saufen, ja. Ich habe dann darauf bestanden, dass wir umdrehen und dann haben wir tatsächlich ein Flugzeug gefunden. Und zwar an einem total hübschen Bauernhof, vollgestopft mit Antiquitäten. Ich habe gar nichts rausbekommen, ist das ein Geschäft oder ist das ein Sammler? Ich habe dann da einen Typen getroffen, der hat in seiner Garage rumgejagt und dann habe ich ihn höflich gefragt, so höflich wie ich immer bin, ob wir Fotos machen dürfen. Und er meinte, ja, er weiß auch nicht genau, was das für ein Flugzeug ist. Das hat einmal ein Russe dahingestellt und seitdem hat er das nicht mehr geholt und ist ein riesen Schrotthaufen und er weiß nicht, ob das noch repariert werden kann. Aber wir dürfen da Fotos machen, so viel wir wollen. Also total nett. Und dann sind wir da um das Haus rumgeschlichen und da ist das Flugzeug gestanden. Und mir ist die ganze Zeit das Flugzeug bekannt vorgekommen. Das erste war irgendwie so Junker oder so, aber das hat nicht gepasst, weil es hat ausgeschaut wie ein Segelflugzeug. Und auf einmal ist mir ein Gedankenblitz gekommen, ich kenne doch dieses Flugzeug. Deswegen möchte ich das Video jemanden ganz besonderen widmen, und zwar Morlock Motors von D-Max. Kennt ihr vielleicht die Serie? Weil das Verrückte ist, der Chef da von der Werkstatt fliegt genau so ein Flugzeug, da bin ich sowas von sicher. Und ich werde euch Originalaufnahmen aus der Serie einblenden, verlinke die Serie natürlich auch unten und schaut es euch unbedingt an. Es macht echt riesen Spaß, die Kerle da zu verfolgen, was die da so anstellen. Und viel Spaß bei den Fotos und schaut so ein bisschen auf die ganze Patina. Also mich hat das Flugzeug total fasziniert. Das war Mad Max in echt. Viel Spaß damit.
fall.